Guten Morgen Reisefreunde, wohl guten Morgen, das ist ein bisschen geflunkert heute, denn die Bilder, die ihr eben gesehen habt von diesem wunderbaren Frühstück am Meer, die sind schon ein paar Stunden her. Wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen gearbeitet an unseren Projekten, aber jetzt ist es Zeit weiterzufahren. Die Sonne, die brennt vom Himmel, 21 Grad haben wir schon und hier genau haben wir letzte Nacht übernachtet. Die erste Nacht frei, wild gestanden in Sizilien und alles ist gut gegangen. Alles perfekt, kein Problem, tipptopp. Wir sind hier am Gordo Lungo sozusagen, ich schreibe euch das unten hin. Aber wie gesagt, jetzt ist Zeit aufzubrechen, wir fahren weiter dem Meer entlang und dann Richtung Inland. Ihr seid natürlich mit dabei, los geht's! Ja, auch das Hinterland in Sizilien hat seinen Reiz und zwar so richtig, ihr habt es den Bildern angesehen, wir haben ein paar wenige gemacht, später gibt es dann noch mehr, wirklich unglaubliche Ebenen, die man hier antrifft und richtig schlechte Straßen, also plant auf jeden Fall die doppelte Zeit ein. Außer wir fahren natürlich so wie die Italiener, aber wir haben fast unser Ziel erreicht. Wir sind fast in Ganghi. Ihr seht es da hinten. Eine richtig eindrucksvolle Stadt in den Hügel gebaut mit ganz einer speziellen Geschichte, die wir euch dann später erzählen. Ja, mega beeindruckend. Vielleicht können wir dann auch, wenn es der Wind zulässt, das Bienchen vielleicht mal noch steigen lassen. Aber jetzt geht es erstmal in die Stadt und davon werden wir dann berichten. Wir stehen mittlerweile mitten in Ganghi, in diesem kleinen Ort, obwohl ganz so klein ist es eigentlich gar nicht. 7000 Menschen leben mittlerweile wieder hier, weil Ganghi hat ein ganz spezielles Konzept 2017 auf den Markt gebracht und zwar haben sie Häuschen ab €1 verkauft. Das Problem ist, nur noch 10% der italienischen Bevölkerung lebt in Bergdörfern und Ganghi ist so ein Bergdorf. Immer mehr Leute ziehen von hier weg, in die großen Städte natürlich wegen der Arbeit. Ja, und der Bürgermeister hat sich gedacht, klar, ich verkaufe die Häuser ab €1 und das Ganze hat Früchte getragen. Obwohl, man muss ehrlich sein, nur die ganz baufälligen wurden ab €1 verkauft. Alle anderen lagen so im Preissegment von 6.000 bis 7.000 €, was natürlich auch immer noch sehr günstig ist. Wir wandeln mittlerweile in diesem kleinen Örtchen und ich muss sagen, von weiter weg ist es ein bisschen imposanter, als wenn man hier steht, aber es ist schon ganz cool, durch diese alten Gemäuer zu laufen. Es ist wirklich ganz still in diesem Ort, obwohl es Samstagmittag ist. Läuft nicht viel, wir gehen jetzt mal sozusagen ins Zentrum, noch ein paar Treppen weiter nach oben. Ist ein bisschen anstrengend, aber macht riesig Spaß. Mal kurz gucken, wo wir hier sind. Aktuell stehen wir hier oben und das sieht zwar ziemlich flach aus, ihr könnt euch das aber etwas so steil vorstellen. Geparkt haben wir auf der Via Nazionale hier unten irgendwo. Hier geht die lang, da ist die Post, ja, da haben wir irgendwo hier rumgeparkt.
und sind jetzt irgendwie quer durch dieses Labyrinth an Gassen und Straßen hochgekommen. Man sieht hier, es gibt ganz viele Treppen. Und ja, also die Italiener, die fahren auch in den kleinsten Mini-Gassen mit ihren Autos durch. Und da fragt man sich nicht mehr länger, warum hier alle noch die uralten Fiat Panda fahren. Erstens mal gibt es die als 4x4, ganz schön praktisch, weil es geht, wie gesagt, wirklich richtig hoch teilweise. Und zweitens sind die natürlich super schmal und damit kommt man dann auch um die engsten Kurven und Gassen rum. Die Frage ist jetzt natürlich, würden wir uns so ein Haus für 1 Euro kaufen oder nicht? Also das Ort ist ja wirklich cool, das Problem ist einfach, es liegt viel zu weit weg vom Meer. Wenn man schon im Land mit Meer wohnt, dann zumindest in der Nähe davon. Und der Internetempfang oder der Telefonempfang ist echt auch schlecht hier. Darum, ja, wahrscheinlich eher nicht, obwohl ich das Angebot oder die Idee eigentlich wirklich cool finde und es wirklich auch richtig coole Häuschen hat. Ja, unsere Mägen knurren, vielleicht gibt es noch irgendwo ein kleines Restaurant, mal schauen. Und sonst verpflegen wir uns dann selber. Was meinst du? Da hat es eine Gelateria, habe ich schon gesehen. Und habt ihr den Löwen gesehen? Nee, den haben wir noch nicht gesehen. Es gibt ja ganz viele kleine Löwen, die rennen und flitzen hier rum. Und dann gibt es den großen Löwen, der rennt nicht mehr. Würdest du dir hier ein Haus kaufen? Ich finde es schon gemütlich, aber ich glaube, mit der Zeit wird es dann zu ruhig. Und wo würden wir denn Karl parken? Ja, das frage ich mich auch. Eben, geht gar nicht. Gut, Entscheidung ist gefallen. Nein. Wir sind gerade am Schauen, wo wir denn heute noch hinfahren wollen. Weil es ist ja so, mit der Fähre sind wir bis nach Palermo gefahren. Und die nächste Fähre, die geht am Montag, heute ist Samstag, am Montagvormittag geht die ganz im Süden von Sizilien nach Malta dann. Das heißt, wir müssen ein bisschen Strecke machen, wir fahren auch einmal quer durchs Inland durch und wenn wir dann von Malta zurückkommen, dann wollen wir uns die Küste um Catania ein bisschen näher anschauen. Dann kommt auch Etna und Taormina und all diese schönen Orte, die kommen dann erst zum Zug. Wie gesagt, weil wir jetzt ein bisschen vorwärts machen müssen. Und hier könnt ihr das übrigens noch auf der Karte sehen. So, wir sind jetzt hier ein bisschen östlich von Palermo. Fahren jetzt einmal, unser Plan ist jetzt einfach einmal gerade nach unten zu fahren. Und dann haben wir ja hier noch ein bisschen Zeit, bis wir irgendwo hier unten, genau hier hin. Da müssen wir am Montagmorgen sein, um dann die Fähre rüber nach Valletta nehmen zu können. Das ist also der Plan. Wir gehen jetzt zurück ans Meer, weil ich denke, hier oben wird die Nacht ein bisschen kalt. Vielleicht. Ja. Kann schon sein, ne? Und deshalb fahren wir jetzt nach Gela. Keine Ahnung, was es in Gela gibt, aber werden wir ja dann sehen. Weil, wir wissen es nicht. Weil der Handyempfang hier oben leider so kacke ist, dass ja, nur die Here-App, die funktioniert, weil die geht ja offline. Es ist mal wieder soweit. Ich bin mal draußen, ne? Mal gucken. Ja doch, ich glaube, das geht. Aber da müssen wir Louis jetzt mal kurz durchwinken. Jo, das passt. Alles klar, weiter geht's. Nächste Passage. Ich muss dazu aber schon sagen, wir sind ab von der normalen Route, weil wir hätten durch ein Stadtzentrum fahren müssen und das ging nicht, ne? So, wo holen wir den dann durch? Ich glaube hier drüben. Ja, ganz gut Bodenfreiheit. Also trotzdem mit Karl nach Kasachstan. Vielleicht. Müssen wir uns noch mal überlegen, hä?
hat seine Plastikwüsten, auch Italien oder besser gesagt Sizilien, und zwar auch über mehrere Quadratkilometer. Wir haben jetzt viele unschöne Dörfer passiert, wie zum Beispiel Gela, wo die Armut wirklich, wo man die Armut zu Gesicht bekommt, aber hier jetzt erinnert es uns schon sehr stark an Almeria. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Video erinnern, das wir da gemacht haben. Wir verlinken das mal oben als Infokarte, und hier sieht es wirklich ganz ähnlich aus. Auch hier seht ihr, die Scheibe ist leider nicht ganz sauber, ein paar tote Mücken, das ist klar, aber das wollten wir jetzt einfach auch noch zeigen. Ganz stark an Spanien. Es sind meistens Tomaten, die hier angebaut werden, und wirklich links und rechts, es ist alles voll mit Plastik. So, heute gibt es mal wieder ein bisschen Campingplatz-Idylle, ausnahmsweise, aber das waren doch ein paar Kilometer heute. Ja. Einmal vom nördlichen Meer ans südliche Meer von Sizilien eigentlich, genau. Oder? Mal einmal Pröstchen auf das. Süd, ja, Salut. Prost, auch für euch. War ein abwechslungsreicher Tag heute. Was würdest du sagen? Ja, ich bin echt müde. Ja, war sehr spannend. Erst eben mit der Küste am Morgen, mit dem Sand- oder Meerspaziergang. Danach über die Berge in dieses doch eher verlassene, ruhige Dorf, das aber doch sehr hübsch war. Ein bisschen haben uns die Straßenverhältnisse zugesetzt, aber ganz ehrlich, wir haben es nicht anders erwartet und ich fand es harmlos. Also im Vergleich zu anderen Ländern fand ich es harmlos. Ja, also es war irgendwie die zweimal, die habt ihr auch gesehen, wo ich wirklich raus bin und geguckt habe. Das war echt heftig, wobei es war noch nicht mal knapp. Ja, danach kam dann die Plastikwüste und ein paar wirklich ganz hässliche Orte, und jetzt nimmt auch der Abfall langsam richtig zu. Also ja, jetzt wird es viel schlimmer. Halt auch die Straßenhunde, oder die dann in den Abfallbergen rumwühlen. Ich denke, das wird uns die nächsten Tage dann noch ein bisschen beschäftigen. Wir lassen den Abend jetzt aber ein bisschen ausklingen. Die anstrengenden Stunden auf der Straße werden danach noch kochen. Das zeigen wir euch dann natürlich auch. Aber erstmal jetzt ein bisschen runterkommen von dieser Fahrerei und Apero. Genau, im neuen Glas. Im neuen Glas. Auch Glas, ne? Das kommt dann auch noch zum Tragen. Ich würde sagen, dann im nächsten Video, morgen. Oder? Vielleicht morgen. Genau. Ja. Kann sein, vielleicht, wer weiß. Stößchen. Und das. Prost. Burrito Time. Oder Tortilla, wie man es nimmt. Wie man es sagen will, genau. Wir haben uns extra von zu Hause noch Maisfladen mitgebracht. Also extra, die hast du mal gekauft, ne? Ja. Und hatten wir bis jetzt nie gemacht. So. Heute mal mit einer Fertiggewürzmischung. Machen wir normalerweise nicht so. Aber wir haben hier noch eine aus Schweden, habe ich hier in Karl gefunden. So ein Taco-Mix. Und reingemacht habe ich Hackfleisch, diese roten Kidneybohnen, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Basilikum, frische Tomaten und das alles jetzt mit der Soße gemacht. Dazu kalt natürlich noch ein bisschen Salat drin, ein bisschen Parmesan. Wir sind ja in Italien, ein bisschen Bella Italia muss schon auch noch mit rein hier. Und ja, Burrito Time. Ja, jetzt kannst du gleich noch das Video beenden, wenn du so in Fahrt bist, oder? Genau, weil wenn euch der Burrito geschmeckt hat, nee, das könnt ihr leider nicht probieren, ne? Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, haut auf die Glocke, damit ihr auch von den folgenden Videos nichts verpasst. Das ist ja der Sinn und Zweck der Glocke, dass man eine Benachrichtigung kriegt, wenn ein neues Video von uns oder von dem Kanal, wo auch immer ihr auf die Glocke haut, raus ist. Ja, und dann sehen wir uns demnächst wieder. Vielleicht das nächste Mal von Malta. Wer weiß. Schön wart ihr dabei und tschüss.